Servus Bananen, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute geht's ums Reinheitsgebot. Ein großes Thema in Bayern. Streitgespräch zwischen Brauer und Adel. Und danach gibt's noch einen brutal bayerisch-patriotischen Song mit dem Titel, wie soll's auch anders sein, Reinheitsgebot. Ihr wisst Bescheid. Holen wir mal ein bisschen aus, so schön wie in Bayern das Reinheitsgebot auch geredet wird. Im Endeffekt war es natürlich wieder so, dass damals, das war ja so Auslöser der Bauernkriege, die dann 1525 waren, da wurde wieder jedem Honig um den Mund geschmiert. Und so toll war das eigentlich gar nicht, weil das Ziel natürlich wieder eine Reglementierung war, eine Einschränkung, eine Kontrolle, damit man sieht, was die Bauern eigentlich so im Einzelnen herstellen. Das Schnapsbrennen, das wurde ja schon vorher reglementiert. Jetzt hat man sich natürlich gedacht, Bier, Grundnahrungsmittel, alle trinken das Bier, jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, damit wir denen erzählen, oh, da gibt es die ganz bösen Brauer, die müssen wir einschränken, wir brauchen irgendeine Regelung, damit wir sehen, was die Bauern eigentlich mit ihrem Getreide und ihrem Hopfen so machen. Und dann hat man sich viele Sachen überlegt und hat beschlossen, okay, wir bringen jetzt das Reinheitsgebot raus und verkaufen es den Leuten so, dass wir jetzt nur noch reines, gesundes Bier machen. Also 1516, 23. April, erließen die bayerischen Herzöge William der Vierte und Ludwig X. von Ingolstadt das Reinheitsgebot. Und das gilt als das älteste noch gültige Lebensmittelgesetz der Welt. Ja, und der Kern war halt Wasser, Gerste, Hopfen. Und später kam dann noch die Hefe dazu. Das erzähle ich euch aber gleich, was das wieder für eine Sonderregelung war, wo sich natürlich auch alle aufgeregt haben, weil ja der normale Bauer die Hefe nicht dazusetzen durfte, also der normale Bauer die Hefe nicht zusetzen durfte, weil es durften ja nur 3 Inhaltsstoffe sein. Ja, und weil man auch die Bedeutung der Gärung noch nicht so ganz kapiert hat, was die Hefe eigentlich in der Gärung zu suchen hatte, weil man hat es ja auch anders hingekriegt. Man wollte ein reines, sicheres Getränk. Und was ein sicheres Getränk oder ein sicheres Lebensmittel bedeutet, da müsst ihr mal einen Lebenschemiker fragen, weil mir ist aufgefallen, das steht ja mittlerweile auf ganz vielen Sachen drauf. Sie müssen diesen Tee 6 Minuten erhitzen, damit Sie ein reines Lebensmittel bekommen. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile so viel Giftstoffe, so viel Bakterien, so viel Dreck drinnen ist, dass man den Leuten sowas dazuschreiben muss. Aber ich weiß nicht, was ein reines Lebensmittel ist. Fragt doch mal einen Chemiker. Oder wenn es einer weiß, schreibt es mal unten rein, warum das sogar auf den Teebeuteln mittlerweile draufsteht. Bei einer Tiefkühlpizza, da verstehe ich es ja noch irgendwie, aber wer eine Tiefkühlpizza frisst, der ist selber schuld. Wahrscheinlich wird einem da genauso viel Mist erzählt wie bei anderen Sachen auch. Das Gesetz hat natürlich verschiedene Funktionen. Man hat es dem Volk als Gesundheit und Schutz vor gefährlichen Inhaltsstoffen verkauft. Bilsenkraut, Alraune, Schierling, was die Brauer halt so teilweise nutzten, um ihr Bier noch so ein bisschen mehr psychedelisch zu machen. Dann gab es natürlich auch die Ernährungssicherheit. So wurde es den Leuten auch erzählt, weil Weizen und Roggen, der sollte ja natürlich fürs Brot reserviert bleiben, um Hungersnöte zu verhindern, weil man ja den Leuten dann doch relativ viel abgenommen hat und die teilweise ziemlich geschröpft hat. Hat man gedacht, das ist eine super Idee für eine Reglementierung. Und dann natürlich Macht- und Steuerpolitik. Und das ist genau der Punkt, der natürlich verschwiegen wurde, aber das Bier war ein Massenprodukt und man konnte plötzlich seine Besteuerung besser kontrollieren, weil man natürlich feststellen konnte, wie viel die Leute so brauen. Die Herzöge kamen natürlich daher und sagten, wir wollen Ordnung. Aber sie wollten Macht und sichere Steuereinnahmen, das wollten sie. Und sie stellten sich natürlich wieder als Schützer des Volkes hin, kennen wir ja alle heute auch. Und im Endeffekt war es eine wirtschaftliche Kontrolle, weil sie einfach sagen wollten, so, okay, so viel machst du, zack, können wir wieder ein bisschen was einziehen. Und dann spielte natürlich auch die Kirche noch eine große Rolle, darum gibt es ja auch so viele Klosterbrauereien, weil die Kirche als Großgrundbesitzer, wahrscheinlich als der größte Grundbesitzer überhaupt damals, heute vielleicht auch noch, natürlich selbst Bier herstellte, davon profitierte,
das auch gar nicht so schlecht fand, dass sie damit Geld verdienen können. Die wurden natürlich nicht besteuert. Ja, und die Kirchen, die unterstützten natürlich die Herzöge und somit auch das Reinheitsgebot und sicherten sich damit natürlich auch ihr eigenes Interesse. Ja, und damit ist halt einfach allen Mächtigen wieder ein kleines Steinchen in die Hand gelegt worden, mit dem sie extrem viel Druck aufbauen konnten, um das Volk wieder ein bisschen mehr zu schröpfen. Bier war nun steuerlich greifbar und reglementiert. Und dann kam der große Zwiespalt zwischen Brauer und Adel. Es gab dann natürlich viele Brauerzünfte und die fühlten sich in ihrer Freiheit extrem beschnitten, weil sie ja nur noch diese 3 Sachen reinpacken durften. Viele haben halt einfach mit regionalen Rezepten gearbeitet und da waren halt Kräuterblüten, Honig, besondere Geschmäcker und nach dem Reinheitsgebot durfte man halt einfach diese Geschmäcker nicht mehr ausnutzen. Und viele sahen sich halt auch in ihrer Tradition beschnitten. Der größte Streitpunkt, der dann kam, und das ist das, was ich vorher mit der Hefe gemeint habe, die normalen Brauer durften ja keine Hefe reinpacken. Das heißt, sie durften kein Weißbier mehr brauen. Und das sorgte natürlich für extremen Unmut, weil sich natürlich der Adel und die Kirche das Monopol auf Weißbier gesichert hat und die einzigen waren, die jetzt dieses Reinheitsgebot umgehen konnten und trotzdem Weißbier mit Hefe brauen durften und es kein Problem war. Also mal wieder eine blanke Bevorzugung des Adels. Und der Adel, der nutzte natürlich dann das Reinheitsgebot, um große Bauern oder Verbände einfach wesentlich enger an die Kette nehmen zu können. Und wer sich weigerte, der musste natürlich auch einfach um seine Existenz oder seine Lizenz fürchten. Und so war das Reinheitsgebot einfach nicht nur ein Schutzgesetz, so wie sie es verkauft haben, sondern ein absolutes Machtinstrument. Obrigkeit gegen die Interessen vieler Brauer und Bauern. Und das schürte natürlich extrem Aufstände. Und die Spannung zwischen Adel, Bauern und Kirche, die stieg natürlich dann extrem. Ich sage nur hier, Raufwaffen, da oben verlinkt. Ja, die Durchsetzung in der Praxis, sie war halt so, dass halt einfach die Zünfte, herzögliche Beamte da aufgepasst haben und Verstöße richtig streng bestraft wurden. Ja, und richtige Brauereien, die waren natürlich dann auch extrem im Visier, weil die natürlich versuchten, da irgendwelche Lücken zu finden. Viele verbotene Zutaten nutzten, um sich von der Masse abzuheben. Und das Weißbier, natürlich für die Großkopferten, eine Sonderregelung, die sehr lange als Monopol bestand. Und so wurde das Weißbier halt zu einem Luxusgut, weil die natürlich 4 Zutaten hatten. Das änderte sich dann später. Mittlerweile ist es so, dass das Reinheitsgebot auch Hefe erlaubt. Also nicht nur 3 Zutaten, sondern 4. Und dann kann man auch sein Weißbier nach dem bayerischen oder deutschen Reinheitsgebot brauen. Wenn man es genau nimmt, dann steht das Weißbier eigentlich nach wie vor als Symbol der Ungerechtigkeit. Da die Reinheit, also die Reinheit, nur fürs Volk galt und nicht für die Herrschenden. Ja, und heute, habe ich schon gesagt, gilt das Weizen oder Weißbier auch als Reinheitsgebot konform, da Weizenmalz erlaubt ist. Ja, und so zeigt halt jetzt ein scheinbar simples Biergesetz eine Projektionsfläche für soziale, wirtschaftliche und politische Konflikte. Aber das Reinheitsgebot, wenn man es jetzt von der heutigen Sicht sieht, ist natürlich auch ein Meilenstein in der Lebensmittelgeschichte gewesen, weil es tatsächlich das erste Lebensmittelgesetz war und vor allem das, was noch bis heute gültig ist. Und in Bayern ist man da ja besonders stolz drauf, wobei, wenn man die ganze Geschichte dahinter hört, sich überlegen sollte, ob der Stolz da berechtigt ist. Und vor allem unter dem Aspekt, dass Bier ja damals tatsächlich mehr als nur ein Getränk war. Das war der Trank. Es war einfach ein Grundlebensmittel. Es war eine Grundeinstellung. Ein Getränk, der halt einfach Körper und Geist auf ganz besondere Weise beeinflussen konnte. Ganz speziell mit diesen ganzen Sonderzutaten, die man vor dem Reinheitsgebot benutzen durfte und auch benutzt hat. Ja, also bevor Hopfen das Bier in seinen typischen Geschmack gehüllt hat, gab es das sogenannte
Grutbier oder Gruit. Das waren halt, wie ich vorher schon sagte, die geheimen Kräutermischungen der verschiedenen Brauern. Und die hat man natürlich nicht weitergegeben. Die halt würzig, aromatisch, zusätzlich berauschend, teilweise psychedelisch Einfluss auf seinen Trinker hatten. Und natürlich je nach Region völlig unterschiedlich sein konnten. Ein paar so Sachen, einfach das, was wir mal aufgezählt haben. Zum Beispiel Gagel, leicht bitter, konservierend, leicht berauschend. Dann die Schafsgarbe war was Würziges, verdauungsfördernd. Wacholderbeeren hat man reingepackt, die halt damals auch als desinfizierend und so weiter galten. Salbei, Rosmarin, Efeu für Geschmack und vor allem Haltbarkeit war damals natürlich auch ein wichtiges Thema. Dann wurden natürlich auch in manchen Regionen da echt berauschende Sachen auch mit dazugefügt. Bilsenkraut, hatte ich vorher glaube ich schon mal gesagt. Hyoscamus niger. Korrigiert's mich, falls ich es falsch ausspreche oder keine Ahnung habe. Und es wurde natürlich in geringen Mengen verwendet, weil es halt stark halluzinogen war und die Leute dann ganz andere Räusche mit nach Hause geschleckt haben. Dann gab es natürlich den Stechapfel, Datura, der in größeren Mengen natürlich giftig war und dadurch auch berauschend, weil er halt so leichte Vergiftungserscheinungen hervorgerufen hat. Und dann natürlich, eins meiner Lieblingsthemen, gibt es auch ein cooles Lied dazu, verlinke ich euch da oben, die Alraune, mystisch und stark psychoaktiv. Das war auch ein gerne verwendeter kleiner Beisatz. So wie früher in Coca-Cola halt Kokain drinnen war. Ich glaube auf dem Liter irgendwie 18 Gramm oder so habe ich mal gehört, was schon sportlich ist, glaube ich. Ja, und wenn wir schon bei solchen Sachen sind, Hanf. Natürlich hat man auch Hanf dazu gepackt. Manchmal zur leichten Beruhigung, zur Stimulation, manchmal auch um die Leute so ein bisschen ins Jenseits zu schießen, was man natürlich da nach schwerer Arbeit häufig gebraucht hat. Nicht nur Nahrung, sondern auch berauschender Trank, Genussmittel und schwer politisch umkämpft. Wer das Bier kontrollierte, kontrollierte natürlich auch das Volk und das Leben des Volkes. Und so wurde halt in der Zeit von Kriegen, sozialen Aufständen und Machtkämpfen dieser Trank zum Symbol von Ordnung oder Widerstand. Und so kam es, dass in Bayern das Reinheitsgebot erlassen wurde. Schnüren uns ein mit dummem Gesetz, vergiften das Bier mit leerem Geschwätz. Ein Korn und Wasser, das reicht nicht allein. Freiheit verblasst mit diesem Design. Bewahrt Tradition und braut in der Nacht. Verweigert die Ketten und zeigt eure Macht. Nein! Reinheit bewahrt, was wild und verrucht. Ein Bollwerk aus Wahrheit, nach dem wir gesucht. Hopfen und Gerste, Essenz und das Blut schützen das Erbe, das Leben, die Glut. Kein Schatten darf trüben, kein Gift darf hinein. Nur Reinheit kann hier wahre Größe sein. In diesem Streit fließt kein Wasser, nur Blut. Kupferne Flammen in finsterer Glut. Zwang oder Freiheit, die Klinge ist schmal. Im Brauergewand gibt's nur Berg oder Tal. Die Obrigkeit spinnt ihr vergiftetes Netz. Verdammt unsere Kunst, erstickt's Brauergesetz. Profit ist das Ziel, nicht Leidenschaft mehr. Der Durst nach Kontrolle macht unser Bier leer. Wir sind ein Flüstern, das sich laut bald erhebt. Das Feuer, das über das Sudhaus bebt. Nein, Ordnung zerbricht nicht am Brauerskroll. Sie wird bald gesetzt, das uns schützen soll. Nur Reinheit bewahrt das, was wahrhaftig zählt. Der wahre Geschmack, den der Kenner wählt. Wir tragen das Erbe, sind Hüter der Zeit. In jedem Tropfen Unendlichkeit. In diesen Streit fließt kein Wasser, nur Blut. Kupferne Flamme
Flammen in finsterer Glut. Zwang oder Freiheit, die Klinge ist schmal. Im Brauergewand gibt's nur Berg oder Tal. Fesseln aus Gold, doch schwer sind sie wie Blei. Wir reißen sie nieder, dann sind wir frei. Ohne Gesetz ist alles Verfall, ein Saft ohne Halt, nur nächtlicher Schall. Feuer entfachen, Mauern zerreißen, Tyrannei zum Teufel schmeißen. Eisernes Recht im Adelsgeschlecht, wir kämpfen mit Macht im letzten Gefecht. Das Volk steht jetzt auf, euer Ende ist hier. Wir stürzen den Thron, zerreißen das Tier. Wir lassen uns unsere Steuer nicht nehmen. Die Zeit wird den wütendsten Brauer schon zähmen. Hopfen und Blut vereint im Gefecht, glühendes Kupfer, nichts ist gerecht. Die Klingen gekreuzt, die Fertigung steht, im Kampf um das Bier viel Leben vergeht. In diesem Streit fließt kein Wasser, nur Blut. Kupferne Flamme